Willkommen zurück beim weiteren FIFA-Part. Und vor uns haben wir ein neues Team. Das stelle ich ganz schnell vor. Es ist eigentlich schon so, also es ist so, dass ich das schon länger habe. Es ist ein, ja, Tunesien-Team, kann man eigentlich schon sagen. Es sind 5 Tunesier, aber nur ihr Abwehr ist halt ganz anders. Da jetzt weniger. Ja, im Goal habe ich da den Ruffier. Ja, der hat 87 Reflex, also das ist recht gut, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Und in der Abwehr haben wir dann da den Mariano als Rechtsverteidiger, sehr besonders an dem, dass der 4 Sterne hat, also Skiller ist. Und auch noch 89 Pace hat, das ist also recht gut. Er ist wirklich recht billig, das ist schon sicher empfehlen. Und der 3 Innenverteidiger, ja, das ist übrigens ein bisschen eine Aufstellung, also ja. Das ist einfach sehr gut zum Konter, aber ich habe ja mehrere Teams. Da hat eben der Sacco in der Abwehr. Der hat 75 Tempo, 81 Kopfball, das ist echt gut. Ja, genauso, sogar noch ein bisschen schneller, aber dafür ein bisschen wenig Kopfball. Auch sehr gut. Und dann da haben wir ein bisschen in die russische Liga gewechselt, also von französisch in die russische. Da haben wir einen Italiener, Bocetti. Der hat auch gutes Tempo und gut 80 Kopfball. Und Linksverteidiger, der Ansaldi mit 87 Pace. Der hat leider nicht 4 Sterne wie Mariano, aber er ist sicher robuster. Ja. Dann in ZM haben wir, ZM haben wir gehabt. Ja, lass ich. Da haben wir eben der Boussoufa, 5 Sterne Skiller natürlich. Und dann da leider nicht 5 Sterne, aber der Berhand hat sicher ein gutes Passspiel und kann recht gut Longshots, also voll schießen. Ist sehr stark schon. Ja. Und dann kann da unser Sturmtrio mit dem recht RF, der nicht mal selten ist, der Amrabat hat aber 85 Pace und 4 Sterne. Das ist mal gut, oder? Und dann noch, ja, er ist wirklich recht schnell. Setzt, kann sich auch gut durchsetzen zum Laufen. Dann als unser Hauptstürmer, der Torgarant, der Tarabt, mit, ja, was sollte man mehr sagen? 5 Sterne, 76 Schiess, 81 Pace. Sicher gut. Und LF der Assaidi 88 noch schneller als die anderen. Für halt ein bisschen weniger guten Schuss. Aber ja, und auch 5 Sterne, das ist vor allem. Also, wir haben 3 5 Sterne Skiller, das war eigentlich das Ziel gewesen. Der Manager habe ich einfach einen blöden gewählt. Ja, da könnte man jetzt auch noch irgendein tunesisches suchen, aber das ist mir halt zu lang gekommen. Ja, und das wär's eigentlich. Die Auswechselbank ist nicht so wahnsinnig. Noch ein bisschen von den anderen. So. Da noch Ersatzstürmer, der aber noch nie gespielt hat. Labai, der spielt manchmal, der hat auch 84 Pace. Und der spielt manchmal schon, da wir ja 3 Innenverteidiger haben, braucht es vielleicht mal erst noch. Und eben die 2 Silberspieler da haben, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Ja, aber sonst tue ich eigentlich meistens rotieren. Ah nein, eben nicht rotieren. Sondern einfach Teamwechsel zum Ausdauer oben haben. Das ist halt so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gerade beim Spiel. Also, da kommen wir gerade zum Spiel. Und im Gegner sein Team besteht aus der Sturm mit dem Torres, Deves und Van Persie. Und außerdem hat er den Lagis im Goal, also ein sehr starkes Team. Das wird sicher schwierig, außer der ist schlecht. Ja, wir graben zum ersten mit der Flanke, nach 16 Minuten. Aber einfach kontern. Leider gibt es einen Konter, er läuft einfach irgendwie durch, unser Spieler macht gut zu, geht nicht dran. Dann schiesst er, und dann kommt glücklich zum Abbrauer und das ist natürlich das 1 drin. Wie wir es nicht anders kennen vom FIFA, Spaß. Ja, er ist sicher ein bisschen unglücklich gewesen, da der Goalie gerade schön an Deves ein Gomez-Goal hat können geben. Das Abbrauer-Goal par excellence. Aber wir geben natürlich nicht gut. So noch nicht. Mariano. Wir nehmen jetzt Fall. Wir haben aber spielen weiterhin vorwärts. Es läuft immer noch erst in der 20. Minute. Also ist alles offen, würde ich sagen. Spielen wir uns da rein. Die Honda kabelt sich vorbei und da kann man schön rein. Die Beine tun. Auch schön reinschieben. Die 22. Minute, also es ist nicht lang gedauert.
zum Ausgleich zu kommen. Da schön lang hoher Ball, ein bisschen und dann Goal vorbei. Übrigens, der Gegner heisst Hans BVB, also es ist auch ein Flop. Nächste Flanke, Faulrückzieher und spektakulär leider. Leider kein Goal. Am Rabatt, Loris ist drin. Nächste Flanke, das mal mit einem Kopfball. Wunderschön. Der Gegner hat die nächste Aktion. Schießt von etwa 30 Meter. Aber unser Goalie hat man noch. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt. Hat er jetzt sogar Platz. Aber ja. Wieder einen langen Ball über Tarat. Schöner McGeady, stoppt ihn. Versucht Lücken zu finden, Tablet also wieder gut. Es langt wieder und dann kommt er da nicht an den Ball. Der Amrabat tabelt sich den Ball zurück. Aber schlussendlich hat er nicht gleich. Aber ja, wir sind jetzt richtig in der Druckphase. Es ist immer noch die erste Halbzeit. Und wieder der Amrabat und er kommt nicht mehr aufs Goal. Wieso, Herr Amrabat? Dann kommt da sein Ball für Tevez, der Mariano zu langsam und peinlich ein zweiter Versuch, sage ich nur. Aber ja, und das war eigentlich von der ersten Halbzeit. Es steht 1:1. Mehr mit einem Chance plus, glaube ich. Aber ja. Und aus einem, ja, fast schon ein paar Qualifizier-Goals, das war natürlich super gewesen. Das kann ja noch kommen. Auf jeden Fall hat der Gegner gerade Chance und da ist wieder mal ein netter Bug gewesen. Sein Spiel geht dumm, aber es gibt nichts. Ja. Da schlechte Parade von ihm zum Goal, aber erklären. Nein, also ja. Schlussendlich ist es ja harmlos. Aber daraus ergibt es eine Kontermöglichkeit. Da, mit dem Tevez, Tablet, schießt und da ist ziemlich knapp dabei. Eckball näher von uns. Gibt das etwas? Oh, ein Latte näher Kopf von ihm. Aber Ocetti sorgt dafür, dass es nicht beim Frustrieren Zeug wird. Er ist bereit und macht es. Ja, ich glaube, das erste Goal. Ah nein, der Fahrrückzieher im Augenplan. Der bleibt natürlich nicht vergessen. Ja, vielleicht in einer Beschreibung. Assaidi sehen wir da, der sich schön durchdribbelt. Aus Sufa, Scooter. Das macht der Flanke und Amrabat, das soll kein Problem mehr sein. Da haben wir einfach noch die Entscheidung haben. Und dann plötzlich im 90. und das Goal kassieren, oder? Kennt man ja. Da einfach nur sicher. Ja, ich weiß nicht warum, dass ich da. Das ist nicht wahnsinnig. Lieber so eine Seitenfahrer gesehen. Und da sieht man seinen Frust, das haben wir noch extra auf. Ja, da sind wir wieder. Und er Scooter, weiter das gesehen. Also, wenn der drinnen wäre, dann wäre fertig gewesen. Dann gibt's wieder Eckball. Aber, okay. Dann wieder, wir sind eigentlich jetzt richtig im Spielzeug. Tarabt, und da ist das nächste Goal von Belhanda. Haben wir eigentlich wollen, etwas Spektakuläres oder so. Das ist natürlich nicht gegangen. Ja. Erzähl einfach nochmal. Habe ich glaube so ein bisschen provoziert. Das ist halt so ein. Und am Schluss sieht man noch, wie es angeschissen hat und noch ein bisschen Zeit gespielt hat. Oder versucht hat jedenfalls. Ja, das ist schon. Normalerweise nehme ich dann nicht mehr hin, dass wenn ich Film habe. Aber das macht eigentlich schon. Wenn Verlierer ist, dann der Gegner etwas macht. Das wäre es eigentlich schon gewesen, von diesem Part. Vielleicht jetzt kommt dann noch Statistik. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, sorry, dass es so lang gegangen ist. Tschüss, eure Silbernet.